Kutan Immobilien, meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen, Bad Dürkheim und Frankenthal. Kutan Immobilien. Am Dienstag, den 16. Juni, eröffnete in der Ludwigshafener Innenstadt der Kreativspace des Social Innovation Lab der Ludwigshafener Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft. Auf Deutsch ein kreatives Zentrum, sprich ein Labor für soziale Innovation. Was sich dahinter verbirgt, erläutert Professorin Dr. Ellen Bareis, Vizepräsidentin der Hochschule und zeichnend für das Social Innovation Lab. Für uns ist es heute ein ganz großer Tag, weil wir endlich dieses Social Innovation Lab eröffnen können. Wir sind jetzt mit der Eröffnung später dran als geplant und machen es auch nur in ganz kleinen Format. Aber für die Hochschule ist es eine ganz großartige Gelegenheit, mit der Stadtgesellschaft und den Themen in den städtischen und regionalen Gruppen, Organisationen, Unternehmen und so weiter in Berührung zu kommen und mit Studierenden gemeinsam daran zu arbeiten, was wären denn Ideen für die Zukunft, für die unterschiedlichsten Themenfelder. Und wir wollen da möglichst nach und nach immer mehr disziplinär dran gehen. Und so ein Raum, der eröffnet ein ganz anderes Arbeiten und Denken als ein ganz klassischer Seminarraum. Und das Tolle ist, dass er eben hier mitten in der Fußgängerzone ist, mit sehr großen Fenstern nach außen hin, sodass auch vom ganzen architektonischen Setting her klar ist, wir sind jetzt nicht nur in der Hochschule, sondern wir sind gleichzeitig in Kontakt mit der Stadt. Letztendlich ein Meeting Point, der eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Stadtgesellschaft bilden soll, um die Probleme und Zukunftsfragen der Stadt mit einem wissenschaftlichen Lösungsansatz zu begleiten. Einen Einblick in die praktische Arbeit des Innovation Lab gibt uns Projektkoordinatorin Marie Kammler. Genau, wir haben im Vorlauf, bevor es den Raum hier gab, verschiedene Kreativtreffen gemacht. Das bedeutet für uns, dass wir Leute aus der Stadtgesellschaft einladen, also Vertreterinnen aus regionalen Unternehmen, sozialen Organisationen, Kulturschaffende, Lehrende, Leute aus der Stadt, die einfach Lust auf das Projekt haben. Und mit denen haben wir zusammen verschiedene Themen erarbeitet, die jetzt wieder an unsere Lehrenden gespielt werden, um daraus Seminarformate zu entwickeln. Und dabei haben wir uns orientiert an den UN-Nachhaltigkeitszielen. Das sind 17 Stück, die gehen hier irgendwie von keine Armut mehr, kein Hunger, saubere Energie, nachhaltige Städte, also lauter Riesenthemen eigentlich, die gerade anliegen, zu denen auch zu dem einen oder anderen eigentlich jeder was zu sagen hat. Das heißt, das sind sehr gute Anhaltspunkte eigentlich für so ein Gespräch darüber. Da haben diese eingeladenen Leute dann ein paar ausgewählt, haben gesagt, zu jenem oder jenem Thema arbeite ich beruflich oder privat auch und haben dann konkrete Problemstellungen benannt. Also wir sprechen von gesellschaftlichen Herausforderungen. Haben sie hier nochmal aufgenommen, immer als, wie könnten wir dies oder jenes tun? Genau, und diese Themen gehen jetzt oder sind für die Lehrplanung vom Sommersemester schon gegangen. Jetzt fürs Wintersemester sind wir gerade dabei an unsere Professorinnen und Professoren und gemeinsam entwickeln wir dann Formate und gucken, wo das passt.